Hallo Kanner, heiren bei Sikona Kids. Das Woche mit Thema Kräuter im Programm. Wir weisen euch alles zum Thema Kräuter, was den du mit kann machen, wie ein Sorte Kräuter mal hun, wo sie wurzeln, auf was ihr muss aufpassen, wenn ihr sie pflückt. Wir haben Gardekräuter, Gewürzkräuter, haben wir den Salbei, aber auch Mond, damit kann ich noch Tee machen. Haben wir Bratzel, die haben wir in unseren Garten gepflanzt und da können wir kochen. Das ist Thymian, Magikraut. Neben den Gewürzpflanzen an unserem Garten haben wir aber auch Pflanzen, Kräuter, die Wellwurzeln, wie zum Beispiel Brennnessel. Da steht Gundermann, den hat so einen schönen Aufbläh. Oder die kennst du bestimmt, das ist Piesblum. Bei den Kräutern sehen wir immer das grüne Blatt mit einem Stiel, einer Wurzel innen. Das grüne Blatt. Hier ist Bettsäche, so Plötzebäusch, auf Deutsch Löwenzahn. Guckt euch mal die Form von dem Blatt an. Da versteht ihr noch, wieso das Blatt Löwenzahn heißt. Bettsäches oder Löwenzahn hat ganz viele Heilwirkungen. Es wird immer gesagt, dass ihr davon gut Pipi mischt. Wenn ihr Pipi mischt, viel Giftstoffe mit rausschwemmt, wenn ihr Bettsäches Salat zum Beispiel isst. Bei Allkraut gehört dann noch Blum. Bei der Piesblum, Bettsäches Salat Löwenzahn, Blatt, könnt dann Piesblum. Die Gelblum, die ihr sicher alle kennt. Ein bisschen spät entwickelt die Gelblum sich als Pusteblume, wird so noch genannt. Wieso? Die kann ihn holen, an den Saum fortblasen, da verdeelt ihn sich überall rundherum. Das ist auch der Grund, wieso wir Piesblumen so häufig fangen, weil der Saum sich mit dem Wind so gut verbreitet. Ein Gretchen. Und auf Wiesen mit vielen Kräutern sehen wir also auch viele Blumen, viele Farben. Wenn ihr Wildkräuter pflückt, soll ihr sich allerdings gut auskennen. Es kann die Kräuter mit nicht verwechseln. Verschiedene Kräuter sehen ähnlich aus, da den wieder da haben Doppelgänger. Verschiedene sind sogar giftig. Wenn man Kräuter pflücken, sollte man schon aufpassen, wo man sie pflücken. Zum Beispiel nicht hier am Bauch vom Weh, da wo die Muppen immer hinmachen. Auch nicht da, wo der Bauer gepifft hat. Viele Wildkräuter sind auch bekannt für ihre Heilwirkungen. Man kann ihnen daraus Medikamente machen oder Salven oder Tinkturen, Siropen. Gewürzkräuter kann ich auch benutzen für Kräutersalz zu machen oder für Zoppen, für Essen zu würzen. Schon aus früheren Zeiten wissen wir von den Heilwirkungen von den Kräutern. Früher wurde auch von Hexen geschwärzt, Hexen und Kräuter, da gibt es auch noch einen Zusammenhang. Wir weisen euch, wie die Rezepte gehen. Kräuterbutter mit Gewürzkräuter aus dem Garten, Piesblumen-Sirop oder auch Geschichten über Hexen und Kräuter. Und danach zum Schluss der Woche natürlich der Quiz, wie immer. Bis dann, bleibt dabei bei Sikona Kids zum Thema Kräuter des Woche. Adi!